Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. 21:24 Uhr haben wir es jetzt hier wieder im Minetal. Die Landeplattform, wo ursprünglich mal die Ware ausgetauscht wurden. Haben wir noch schön hier. Oh, da hinten blubbert noch so ein Ork-Kadaver hier drin. Ganz idyllisch. Und wenn ihr euch an mein Gothic Ends Let's Play erinnert, und ich bin mir sicher, ihr erinnert euch total, dann war das ja hier die Stelle, wo ursprünglich mal unser Charakter in der Minekolonie gestartet ist. So, das sind jetzt auch noch jede Menge wiechte Kerle. Die Uchachachas kümmern wir uns jetzt auch noch. Ja, die registrieren mich anscheinend noch nicht, die Kerle. Gerade noch mal gucken. Ah ja, wir sind auch kurz wieder so 5000 Erfahrungspunkte vorm Level. Siehst du, das müsste auch bald wieder soweit sein. Hallo, Uchachacha-Knabe? Dann komm mal her, du Chacha-Boy. Dann komm mal her, du räudiger Orkibus. So, du wärst hier erbeliat. Na, Allah. Das läuft doch alleweil ganz ordentlich. Irgendein Ork muss irgendwo auch wieder in einer Textur hängen geblieben sei, weil ich habe 2 Klinge mindestens gehört, die gezogen wurden. Ah, da kommt er schon arg gejoggt. The Pet Shop Boy. So. Ja, diese blaue Belias ist schon ziemlich geil. Der Zusatzschade kann 8 kommen, obwohl ich den Ork noch nicht mal wirklich berührt habe, sondern dass es einfach so durchgeht. Ja, da kommen wir leider nicht hoch. Aber warte mal, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das sollte kein Problem sein, auf den alten Ausguck hier zu kommen. Die Orks haben anscheinend nur die Treppe kaputt gemacht, wie es aussieht. Also die Leder haben sie gekappt. So, Snapperkraut nehmen wir doch auf jeden Fall mit, genauso wie die Garstich-Heilwurzel. Dann können wir jetzt auch da hochhupsen. Weil hier finden wir nämlich auch noch ein kleines Tränkelchen. Ein mittlerer Mana-Trank wird sein. So, hupsala. Das wollte ich jetzt nicht. Aber da können wir uns auch wieder austoben. Da unten haben wir noch ein bisschen Feuerkraut. Der prall gefüllte Lederbeutel vom letzten Mal, der geht natürlich dann an Diego. Das ist ja sein Kruscht. Das kriegt er auch zurück. Wo wir jetzt hier gehen werden, nachdem wir jetzt hier am Pass und auch an der ehemaligen Austauschstation aufgerahmt haben, ist zu dem Platz, wo der Drachesnapper rumgehockt hat. Da gehen wir jetzt mal hier. Ah ja, der andere Hansel, der scheint auch geflohen zu sein. Oh, hier liegen aber ein paar Leute rum, und zwar toter Drachenjäger. So. Ein Schinke, Snapperkraut, der alte Münz, Feldräuberzange und 45 Goldmünze hat er im Sack noch. Tja, wie wir schon in einem Tagebucheintrag gelesen haben, viele Möchtegern-Abenteurer sind jetzt hier leider halt auch unterwegs. Das ist halt leider jetzt so. Da kann man nichts ändern. Aber die sollten uns nicht im Weg stehen. So, jetzt machen wir auch nochmal hier die Fackel an. Und ohne Schade zu nehmen, sind wir jetzt auch durch die Orks gekommen. Ich meine, das an sich ist ja schon eine ziemliche Leistung. So, jetzt sehen wir hier, dass hier etliche von den Knaben rumstehen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Genau, das habe ich früher nämlich auch immer gesagt. Und wir gucken uns jetzt selbstverständlich an, was das für Leute sind. Das hat er wirklich nicht verdient. Weil die meisten von denen sollten wir eigentlich kennen. Hier haben wir zum Beispiel einen Gorn, da haben wir einen Hokurn, den kennen wir jetzt wiederum nicht. Ein Biff haben wir noch. Der muss einfach mehr trainieren. Dann ein Goda, ein Kjorn. Hey, komm mal her. Ja, Was was gibt's willst du? denn? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Na ja, Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. so. Gewagt wär's noch, sein Geldbeutel zu... Halte mal de Gaul an. Wir speichern hier nochmal. Moment. Ich bin mir doch nicht ganz sicher, weil ich glaube, ich habe den Gürtel noch nicht angelegt, den Geschicklichkeitsgürtel. Ja, Gürtel der Stärke. Dann nehmen wir den. Und dann sind wir mal gewagt. Und 75 Gold. Ja, lecco mio. Nicht schlecht. Sehr schön. Dann zeig doch mal. Was hast du anzubieten?
Gucken wir doch mal, was der Kerl bei sich hat. C. Dietriche sind auf jeden Fall gekauft. Du hast einen sicheren Deal gemacht. Das Feuerring ist Quark. Die Tränke kaufe ich dir auch ab, Junge. Ansonsten sieht es nicht aus, als ob er interessante Sache hätte. Dann hier. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Das ist aber ziemliche Wucher. Dann sag doch mal, was du Ich überhaupt brauche anzubieten Informationen. hast. 50 Goldstücke. So, ja, komm. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Über die Orks, ja, okay, das sind jetzt natürlich tolle Sachen, aber wir machen erstmal die Drache. Erzähl mir etwas über die Drachen. Drachen sind uralte Geschöpfe von unglaublicher Macht. Einst lebten Tausende von ihnen auf der ganzen Welt verteilt. Seit über 100 Jahren hat man keinen mehr von ihnen gesehen. Ihr Blut ist heiß, wie siedendes Öl. Wenn sie dir in die Augen blicken, verwandelt sich dein Herz in Stein, habe ich gehört. Ja, das war die 50 Goldstücke natürlich total wert. Die könnten wir theoretisch beibringen, wie wir Drache ausschlachten, hier die Drachejäger. Aber da wir kein Drachejäger bzw. vorher Söldner sind, das sind nämlich alles Leute von Onas Hof, die sich dann zur Drachejagd aufgemacht haben. Wo hast du das denn schon wieder? Da ich kein Drachejäger bin, kann ich so dann nicht lernen, aber du gibst auch einen gewissen Jäger, der uns was beibringen kann. Was? Was ist mit dir los? Was ist das denn schon wieder? Aber erstmal machen wir Kinderspiel. So. Hier. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. sind aus der Stadt. Meinst du, mir geht es besser? Ihr seid Banditen. Mir hatte das nicht. Vorsicht. Du nimmst den Mund ganz schön voll. Hier. Du kannst mir keine Angst machen. Das wollen wir doch mal sehen. Jetzt! Ups. Jetzt geht's aber ordentlich auf die Schniss. Ja, nicht, also ist gut! Ja, die Reichweite ist leider noch nicht groß genug. Oh, Den wirst du ja wohl schaffen! der haut aber ordentlich rein, der Den Typ. wirst du ja wohl schaffen! Bleib doch drauf! Ja, der hat ordentlich Kampfkraft. Das muss man lossen. Ja, den Kampf könnten wir aber nicht so leicht gewinnen. Bla bla bla. Machen wir das Ganze jetzt nochmal. Erstmal Kinderspiel. Dann hier. Wir kommen... Bla bla bla. Machen wir hier. Ihr seid Bandit? Vorsicht. Bla 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 und entspann dich. Entspann dich. Meine Meinung. Ich verpfeife dich nicht. Das will ich für dich hoffen. Ansonsten bist du tot. Ja, nett. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Ja, schon. Bestimmt. Wenn er das nicht sieht, kann ich... Hier. Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuer spucken und so ein Zeug. Dann hier. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung, wir überlegen noch. Will ja keiner hören. Dann. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sie haben ihn Sich da natürlich durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. Ah, was? Das schaffe ich schon. Das schaffe ich schon. Das war's dann mit dir. Sollten wir noch ein bisschen heiliger Wicht machen. Dann sehen wir wenigstens noch was. So. Dann Hokuan. Hast du was zu trinken? Ich glaube, das Ich war der vermute, du Typ, willst kein Wasser. der was lehren kann, Nein, wenn ich ein verdammt. Drachejäger wäre. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Ja, kein Thema, du kriegst Spaß. Hier. Hier hast du was. Ein Wacholder kriegt er. Schnäpsel zwischendurch ist auch nie verkehrt, ne? Da lacht das Herz. So, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Es wäre schwierig sogar, auch Gott. Hier. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Ja, klasse Voraussetzung für einen Drachejäger, ne? Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage?
Dann kriegst du noch ein Bierler oder so. Ja. Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Mach das. So. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Alla hopp. Dann hier noch. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. So. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Na komm, hier. In Ordnung. Hier ist das Geld. Kann nie schade, wenn man immer mal irgendwo einer hat, der ihm was beibringen kann, finde ich. Lass uns mit dem Training beginnen. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir aus deinen verstaubten Paladin-Knochen rausholen, was? Okay. Der ist sowohl für Einhand als auch für Zweihand zuständig. Alles klar. Gut. Dann schwierig, das traue ich mich jetzt definitiv noch nicht. Büff, was bist denn du für einer? Aber erst einmal, bevor es da wieder auf die Schnauze gibt. Büff. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Hätte er auch Geschmack. selbst wissen können. Wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Das hat er doch vorher. Ja, so ist es halt. Aber wenn einer schon Biff heißt, das kann ja nichts sein, ne? So ist gut. Aber der ist ziemlich schlecht in seiner Waffengattung. Der ist nicht so schnell wie der andere. Auf! Das wirst du ja wohl schaffen. So. Gut, 500 Erfahrungspunkte bringt der Typ. Grobe Kriegsaxt, so, das lasse ich ihm jetzt. Ein Heiltrank lasse ich ihm auch noch. Die Wurst kann er auch noch behalten, aber das Gold kriegt er auf jeden Fall abgenommen. Genauso wie die alte Münze. So, da kann das sich mal wieder ein bisschen hochheilen. Der Biff. Ich finde das ein ganz, ganz schrecklicher Name. Biff, wer heißt dann bitte so? So, dann heile ich mich selber auch noch mal ein bisschen hoch. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Jo, Allah, was es nächstes Mal gibt. Du darfst wenigstens der Jagd behalten, der Jagd vor allem, der Waff behalten und du kriegst ja noch einen, brauchst ja noch einen Trank behalten dürfen. So. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Genug, um den Rest meines Lebens jede Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Das hat er doch vorher. Ja, das sind alles sehr edle Leute hier. Dann sage ich doch mal. Na dann, viel Glück. Ich brauche kein Glück. Nur meine Nicht, dass Axt. sich daran was ändert. Allerhopp, hier. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Ich Was weiß gar zahlst nicht, du? warum er sich so aufregt. Ja, komm. Ich zahle dir erstmal 100 Goldmünzen. Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Geh vor. Ich folge dir. Jetzt haben wir einen Typ, der uns hinterher latscht. Man darf halt nicht alles glauben, was Aber, so hier. Ich denke, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Wo hast du das Wie du denn meinst. schon wieder her? Ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Mach's gut. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. So, theoretisch könnte man dann auch wieder aheuern, aber ja. Wie gesagt, das war die Grundvoraussetzung, war, dass ich ihm die Schnut verschlag. So, jetzt bleibt nur noch unser guter Kumpel Gorny Boy hier übrig. Oh, der passt aber wirklich nicht auf sein Gold auf der Klenner. So, hier. Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. Hier. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Okay, das könnte doch wohl noch was. Ich sehe dich dann. Das hab ich Pass auf früher dich auch auf. immer gesagt. Jo, Dito. Dann müssen wir noch wieder heilige Wicht erneuern.
Aber ich weiß nicht mehr, irgendeiner von den Knaben kann man doch beibringen, wie ich Drache ausschlag. Der hier vielleicht, Kurgan. Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Okay. Hier. Erstmal ein bisschen was klaue. Dann, Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. ja, ist gut. Kurgan, so hieß doch der Typ von Highlander, der große Glatzkopf, der hieß doch Kurgan, wenn mich nicht alles täuscht. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Schon? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtour, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Okay. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Ja, das bleibt zu hoffen, weil Silvio ist schon ein ziemlicher Arsch. Das war ja der große Konkurrent von Lee auf dem Bauernhof. Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer. Weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Ja. Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erstmal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Über solche Kleinigkeiten machen wir uns später Sorgen. Ja, genau. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Ach, die sind alle so leicht reizbar hier, die Jungs. Die ideale Voraussetzung, um Drachejäger zu sein, ist anscheinend reizbar zu sein, wie bekloppt. So. Habe ich ihn jetzt umgebracht? Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Nicht so gut. Der steht nämlich auf. Nee, das war nicht so gut. Definitiv nicht. Scheiße. Jetzt habe ich natürlich von dem Affekopf nicht gespeichert. Dann nehmen wir stattdessen einmal hier den Meisterdegen nochmal in der Zeit. Dann bringe ich die Jungs vielleicht dann nicht um. Bla bla bla. Hier. Dann murks mir schon den Biff ab. So, ich hoffe, ich murks ihn nicht ab. Biff. Ups. Ja, so ist gut. Hoppala. Hat dir nicht gefallen. Schlag zu! Und dazu wieder diese heroische Knödelmusik. Ja, so ist gut. So, na, immer hier habe ich dann wenigstens auch die Schnut verschlagen können, hier am Biff. So, ja, komm, scheiß drauf. Das nur zwack ich dir alles ab, Kumpel. So, weil ich will nicht, dass du für mich arbeitest. Du bist ein Schwächling, auf so Leute kann ich verzichten. Haben wir da noch zufällige Heilung dabei? Ja, tatsächlich. Leichte Wunden will ich nicht. Ich will die mittlere Wunden heilen. Jo, Allah. Pins nicht. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann könnten wir als nächstes uns auch ein bisschen hochfuttern. Njam. Njam. So. Dann, hier. Bla bla bla. Bla bla blub. Jo, Allah, kriegt er wieder. Dann haben wir das noch einmal. Wäre eigentlich unnötig gewesen, aber egal. Dann hier, blö 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 blö. Bli bla blub blo. Wir sehen uns. Kinderspiel mit einem Geldbeutel. Schä, schä. Dann haben wir zum Beispiel ein anderer Affekopf hier. Mann, dieser dämlichen Drachenjäger. Blä, 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 blä. Einfach ist es natürlich, deswegen joink. Dann blö, 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 blö.
Wo hast du das denn schon? Anführer Silvio, hoho. Dann willst du Drache umbringen, du Idiot. Und, Orks, ja, das machen wir erst später, genau. Und dann hier, du findest halt mal blindes Schaf, du Dappschädel. Die schlage ich tot. Ich bring dich um, so wie ich dich schon mal umgebracht habe. Pass auf! So. Schlag zu! Ups. Pass auf! Ja, das läuft doch wesentlich flüssiger hier, der Kampf. Vorsicht! Auch wenn er Zwemo zuschlägt, kann ich wenigstens Zwemo parieren. Gesessen! Schlag zu! Fertig! So. Na also, das Mal habe ich nur bewusstlos gekloppt. Dann nimmt man doch mal sein Zeich ab. So, weil die Klaue Belias mit dem Extraschaden, da kann es halt immer sein, wenn der Finisher so ein Extraschaden ist, dass sich die Person dann ordentlich abmurkst damit. Und das muss nicht sein. Zumindest nicht in dem derzeitigen Standpunkt. Bei Orks ist es so scheißegal, die bringt man ja eh um. Aber bei Menschen ist das immer so eine Sache. Also, du Knetus Koppus. Ist ja schon gut. Bla bla bla. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Das war nicht mal gut, dass ich den hier fertig gemacht habe. Das sollte man nochmal wiederholen. Jetzt habe ich schon fast die ganze Episode nur mit diesen Drachenjägern hier verbraucht. Blö blö. Hier klaue ich doch mal. Joink. Hier, dann hier. Das Hast du hat schon man einen ja Drachen nicht. gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Okay, mir hat er nicht. Hast du schon... Bisher noch nicht. Okay, alles klar. Machen wir nochmal die Sache mit dem A-Führer. Verstehe. Wie werden ich erst dann? Blö blö blö. Dann machen wir hier Wäre nochmal. interessant dabei zuzusehen. Aber ich muss weiter. Sieh zu, dass du wieder über den Pass kommst, sonst fehlt dir nachher noch eins deiner Gliedmaßen. Ach Gott. Über den Pass bin ich auch so gekommen, du Dappschädel. So, da haben wir jetzt mal endlich diese blöde Drachejäger hier mal weg. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, um die Orks kümmern wir uns erst, wenn es wieder hell ist. Ich persönlich habe jetzt hier gerade mal die Schnauze voll und will einfach nur zur Burg gehen. Die Drachejäger waren schon nervig genug. Deswegen machen wir das doch gleich mal so. Sparen wir uns jede Menge Weg. Weil wie gesagt, mit der Orks dort draußen mag ich mich auch nur anlegen, wenn man es auch wirklich gut sehen kann. Und das ist dann hauptsächlich tagsüber. Nachts will ich dir jetzt keine Orks abschlachten. Um 22:30 in der Nacht. Milton ist nicht mehr hier. Der war ja beim Kloster, aber trotz allem, Milton haben wir hier auf jeden Fall Nimi. Waffenknecht, Kerolot, die gibt's alle noch, wie es aussieht. Ja, der Hansel da vorne mit der Spruchrolle ist nämlich da. Gut, dass du kommst. Der sieht Hier aus, ist als die wollte er Hölle mit los. uns retten. Was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prahlen damit, das Drachenproblem lösen zu können. Aber ich sag dir was. Die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Okay. Klingt aber nicht so gut. Wart ihr hier oben nicht 2 Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Ups. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und Na klasse. kam seither nicht wieder. Sehr clever. Innos, steh uns bei. In die Richtung müssen wir aber sowieso, statt dass uns die Questo hier führt. Weil wenn ich zu dem Jäger will, muss ich doch sowieso hier. Reton. Aha. Ist du der große Bruder vom Enton oder was? Wie sieht's da mit dir aus? Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Was sonst? Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Hier. Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Ja, das glaube Das ich. wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren. Ja, außerdem sind die Paladine wahrscheinlich irgendwie auch dankbar darum, dass irgendwelche andere Leute nochmal zur Unterstützung kommen.
Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Okay, dann hier. Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Klingt vernünftig. Hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio? Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Okay, klingt ja nicht so, als ob so viel von dem haltet täten. Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Jo. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Genau. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. So ein dummer Hund. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ja, Ich arbeite allein. klasse Typ, ne? Hier? Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Hallo? Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Den Ramsch? Das ist die Klaue Belias, du abartiger Idiot. Was kannst du mir verkaufen? Das Mann, gibt's doch bin gar ich nicht. runtergekommen. Jetzt verkaufe ich meine Waffen schon an einem Paladin. Oh, nett. Okay, was hat er dann bei sich hier? Erstmal Modesto, das ist auf jeden Fall gekauft. Streitaxt, Inquisitor, schwerer Kriegshammer, Folteraxt, Orkschlechter, Krummschwert, Barbarenstreitaxt und Berserkeraxt, Alter. Okay, nix für uns. Aber wie gesagt, den Ramsch, den du da trägst, Alter, das ist die Klaue Belias, du Idiot. Das ist die mächtigste Waffe in Belias Gefolgschaft, du saudummer Hund. Dann hier, was ist mit Du dir, machst so ein du langes Pferd? Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Was der wieder hat. Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Alter Falter. Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der Paladin Kirolot vermisst seinen Geldbeutel. Er behauptet, das sei ihm von den Drachenjägern gestohlen worden. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Okay, mehr haben wir derzeit nicht. Ja, die ganze Paladine, denn geht so richtig gut, merkt man. Tandor gibt die Waffen raus. Wie sieht's dann bei dir aus? Es wäre gewagt. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben. Okay. Dann Zeig mir deine Ware. hast du vielleicht was Tolles Neues im Gepäck. Guck mal da mal. Drachenschneider, Schlachtaxt, Orkschlechter. Oh, der edle Bastardschwert. Dann, was haben wir denn hier noch von Käse? Kohle, Keilerfell. Viel Tamtam um nix. Langbogen, Kriegsarmbrust. Nee, dafür sind wir noch nicht stark genug für so ein Ding. Okay, wir können mal hier kurz speichern. Und ich könnte mal nochmal meinen Geschicklichkeitsgattel umschnallern. Falls ich den noch nicht habe. Nee, habe ich noch nicht. Dann probieren wir das noch einmal hier mit gewagt. Ja, das funktioniert. Schwierig möchte ich nicht ausprobieren. Ich glaube, das ist schon etwas zu heftig. Aber gewagt kann ich mich mittlerweile schon dran wagen. Okay, dann war dann noch hier irgendwo eine Quest mit so einem Hansel, der neuer Schmied wäre will, glaube ich. Das müsste irgend so ein Drachejäger-Hansel sein. Müsste ich nochmal gucken. Einer von denen zwei müsste es gewesen sein. Feros und Jan. Ich glaube, der da war das. Ah, dazu haben wir hier noch einen Kirolots Lederbeutel. So. Sollte ich aber nicht sagen, dass es in der Nähe von dem Hansel da gelecker hat, sonst haut der Kirolot dem richtig auf die Schnauze. Deswegen machen wir hier nochmal die Yankee 1. Und ich meine, wir sind ja hier der größte Dieb in dem ganzen Haufen. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden.
Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Ja, Hier. Weiß ich doch nicht. Das werde ich noch rauskriegen. Gut. Dann haben wir nämlich die Diebstahl-Quest auch erledigt. Und ohne, dass wir einer von den Typen dafür verdächtigen, weil sonst jetzt ordentlich auf die Fresse gäbe. So. Jan. War eine riesen Schnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. Naja, die Orks sind jetzt nicht eingebildet, würde ich mal sagen. Dann klauen wir noch deinen Geldbeutel, joink, weil wir sind hier der größte Dieb. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Genau, Ich der stelle war das. Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Toll. Du gehörst doch auch zu dem Verein. Du könntest eigentlich mal ein gutes Wort für mich einlegen. Könnte ich, ja. Was kriege ich, wenn ich dir helfe? Ich habe nichts. Ich könnte dir höchstens etwas beibringen. Ja, das ist gut. Das hilft mal. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn Jan und erreichen? die Schmiede. Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Ja, das ging mal geritzt. Vor allem, wie gesagt, jetzt mal ohne Witz, da will jemand produktiv was arbeiten und dann verbietet's man. Das unter Kerkerandrohung, das finde ich schon etwas hart. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Hier. Was ist... Nichts. Also das hat man jetzt schon Quatsch. Hier. Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Ja, klasse. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Na prima. Okay, wissen wir da auch Bescheid. Dann mit dir können wir auch noch sprechen. Ferreros Küsschen. Und dann gucken wir doch mal, wie sieht's da bei dir aus? Gewagt wäre das erste Mal. Oh, hat sogar geklappt. Sehr schön. Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Okay. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Ihr Paladine habt versagt, wenn du mich fragst. Klingt jo klasse hier auf dem Festland. Hier. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Okay, da ist es zumindest kein Bandit. Das finde ich gut. Erzähl doch mal über das Festland. Weißt du noch mehr über den Krieg? Schon lange nicht mehr bei deinem König gewesen, was? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Okay, nett. Klingt ja so richtig, als würde der Krieg zugunsten von den Menschen ausgehen. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Feros Schwert. Feros hat sein Schwert bei den Orks liegen lassen. Sehr leichtsinnig. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Naja, also wenn die richtig Stärke hast, dann sind die schon ganz gut. Hier. Was kriege ich, wenn ich dir ein gutes Schwert besorge? Ich kann dir leider nichts geben. Ich habe mein letztes Geld für das Schwert ausgegeben. Hier. Vielleicht habe ich ein anderes Schwert für dich. Ja, das kann er aber. Das ist eine gute Klinge. Ja, Ausgezeichnete Arbeit. hat Bist mir du auch. sicher, dass du sie mir einfach geben willst? Ach ja. Wie gesagt, da hab ich selber Langdra gehabt. Warum soll der NSC nicht auch Langdra haben? Viel Spaß damit. Ja, nimm sie. Ich kann ja jederzeit ein neues Ich machen. stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Na, das ist doch nett. Das ist doch nett. Wie gesagt, mir hat die Klinge lang genug gute Dienste gemacht und ich finde, dann kann es der NSC jetzt auch gut gebrauchen. Ich kann mal ja wieder ein neues Erzlangschwert schmieden. Ah, da ist auch noch einer, den wir kennen. Koa Anga, beziehungsweise jetzt nur noch Anga. Aber damit noch ein bisschen Rechtsspannung bleibt und wir eh schon über der Zeit sind, würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir mal mit in Klammern Koa Anga sprechen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder.
Ayan Yankee.